Swiss German Storytime mit dem Thomas. Die Schatzinsel. Kapitel 13. Der Anfang von meinem Landabenteuer. Als ich am nächsten Morgen auf Deck gekommen bin, hat die ganze Insel anders ausgesehen. Obwohl es jetzt vollkommen windstill war, haben wir doch während der ganzen Nacht eine gute Strecke zurückgelegt. Jetzt sind wir in der kalten, ungefähr eine halbe Meile südöstlich von der flachen Ostküste gelegen. Graugrüne Wälder haben einen grossen Teil vom Boden bedeckt. Die gleichmäßige Färbung ist allerdings durch Streifen von gelbem Sand in dem niedrigen Teil der Insel unterbrochen gewesen, sowie durch viele grosse Bäume, ein Maschino Nadelholz, wo über die Wälder emporgeragt ist. Ein paar einzeln, ein paar in kleinen Gruppen, aber die allgemeine Färbung ist eintönig und trüb gewesen. Über den Wäldern haben sich die Berge als nackte Felsen erhoben. Die sind alle von seltsamer Form gewesen und das Fernrohr, wo um 300 oder 400 Fuß über die anderen emporgeragt ist zugleich auch in Bezug auf die Gestalt am sonderbarsten gewesen. Denn der Berg ist fast auf allen Seiten steil abgefallen und ist am Spitz auf einmal scharf abgebrochen gewesen, wie ein Sockel für ein Denkmal. Die Hispaniola hat in der Dünung vom Ozean geschwankt. Das Steuerruder hat hin und her geschlagen und das ganze Schiff hat gestöhnt und geächzt. Ich habe mich fest ans Bollwerk klammern und mir ist schwarz geworden von Augen. Denn auch wenn ich unterwegs ziemlich seefest war, so konnte ich mich doch nie daran gewöhnen, so auf einer Stelle still zu liegen und wie eine Flasche umgerollt zu werden. Besonders am Morgen auf den nüchternen Magen ist mir immer schlecht geworden. Vielleicht war es das Unwohlsein gewesen. Vielleicht war es auch der Anblick von der Insel gewesen, mit ihren grauen, trübseligen Wäldern und den wilden Felsenbergen und der Brandung, die sich schäumend an der steilen Küste gebrochen hat und von der ich das Donnern gehört habe. Auch wenn die Sonne hell und warm geschonnen hat und die Strandvögel rings um uns gefischt und geschrauen haben, und auch wenn man hätte sollen meinen, jeder wäre gerne an Land gegangen, nachdem man so lange auf See war, so ist mir doch das Herz in die Stiefel gesunken, wie man zu sagen pflegt, und beim ersten Blick habe ich den bloßen Gedanken an die Schatzinsel gehasst. Wir hatten eine harte Morgenarbeit vor uns gehabt. Denn, weil es vollkommen windstill war, mussten die Boote ausgesetzt und bemannt werden, um das Schiff 3 oder 4 Meilen weit ums Eck der Insel umzuschleppen, bis wir im engen Sund hinter der Skelettinsel sind. Ich bin als Freiwilliger in eines der Boote gegangen, wo ich natürlich nichts zu tun hatte. Die Hitze war fürchterlich drückend und die Leute haben mächtig geschumpfen bei ihrer Arbeit. Der Anderson hatte den Befehl über mein Boot gehabt und hat so laut geschumpfen wie die Schlimmsten, anstatt seine Leute im Zügel zu halten. «Ja nu», hat er mit einem Fluch gesagt, «es ist ja nicht für ewig.» Ich habe das für ein sehr schlimmes Zeichen gehalten, denn bis zu dem Tag haben die Leute eifrig und willig ihre Arbeit verrichtet gehabt. Aber der bloße Anblick der Insel hat die Manneszucht gelockert gehabt. Während der ganzen Fahrt ist der Long John neben dem Mann am Steuerruder auf dem Schiff gestanden und hat die Richtung angegeben. Er hat das Fahrwasser wie seine Handfläche kennt. Und auch wenn der Mann, der die Tiefen gelotet hat, überall mehr Wasser gefunden hat, als auf der Karte angegeben war, hat sich der John auch niemals, nur einen Augenblick, besinnen. «Deben bringt einen starken Strom», hat er gesagt. «Und die Fahrrinne hier ist sozusagen mit dem Spaten ausgegraben worden.» Wir haben genau an dieser Stelle Halt gemacht, wo auf der Karte der Anker eingezeichnet war. Ungefähr eine Drittelmeile von beiden Küsten entfernt, von der die Hauptinsel auf der einen Seite und die Skelettinsel auf der anderen Seite gelegen ist. Der Boden war reiner Sand. Wo unser Anker ins Wasser plumpst ist, haben sich Wolken von Vögeln flatternd und kreischend über die Wälder erhoben. Aber in weniger als einer Minute sind sie wieder auf ihren Bäumen gesehen und alles ist wieder still gewesen. Der Ort ist von allen Seiten von Land umschlossen gewesen und ist in den Wäldern vergraben gelegen, von denen die Bäume bis unmittelbar an die Hochwassermarke hergekommen sind. Der Strand ist fast ganz flach gewesen und die Berggipfel sind in der Ferne gestanden wie ein Amphitheater, einer da, einer dort. 2 kleine Flüsse, oder besser gesagt 2 Sümpfe, haben sich in den Teich ergossen,
wie man das Gewässer hätte nennen können. Und das Laubwerk an dem Teil vom Strand hat eine Art von giftgrüne Farbe gehabt. Vom Schiff aus haben wir weder vom Haus noch von den Palisadenwerk etwas sehen, denn beide sind vollständig in den Bäumen verborgen gelegen. Hätten wir nicht die Karte in unserer Kajüte gehabt, so hätten wir glauben, wir seien die Ersten, die jemals an dieser Stelle geankert haben, seitdem die Insel aus dem Meer auftaucht war. Kein Lüftli hat sich geregt und kein Laut ist zu hören gewesen, ausser dem Donnern von der Brandung, wo in der Entfernung von einer halben Meile gegen den Strand und die Klippen geschlagen ist. Ein eigentümlicher Geruch ist über dem Ankerplatz gehangen, wie von vermoderten Blättern und faulem Holz. Ich habe bemerkt, wie der Doktor fortwährend geschnüffelt hat, wie jemand, wo ein faules Ei schmeckt. Vom Schatzsuchen verstehe ich nichts, hat er gesagt, aber ich will meine Perücke darauf wetten, dass da Fieber ist. Wenn die Haltung der Leute auf dem Boot schon beunruhigend war, so ist sie tatsächlich bedrohlich geworden, wo sie wieder auf Bord gekommen sind. Sie sind auf dem Deck herumgelegen und haben untereinander geschumpfen. Der geringste Befehl ist mit düsteren Blicken entgegengenommen worden und ist widerwillig und nachlässig ausgeführt worden. Sogar die ehrlichen Leute mussten davon angesteckt sein, denn keiner an Bord hat es besser gemacht als der andere. Es ist klar und deutlich gesehen, dass die Meuterei wie eine Gewitterwolke über uns in der Luft gehangen ist. Aber nicht nur mehr von der Kajütenpartei haben die Gefahr bemerkt. Der Long John ist eifrig an der Arbeit gesehen, ist von einer Gruppe zu der anderen gegangen, hat überall guten Rat gegeben. Kein Mensch hätte ein besseres Beispiel geben können. Er hat sich selber an Bereitwilligkeit und Höflichkeit überboten. Für alle hat er ein freundliches Lächeln gehabt. Wenn ein Befehl gegeben worden ist augenblicklich der John auf seiner Krücke da gewesen, mit dem freudigsten Jawohl, Herr von der Welt. Und wenn nichts anderes zu tun war, hat er ein Lied nach dem anderen angestimmt, wie wenn er auf diese Weise das Missvergnügen der anderen hätte verbergen. Von allen trüben Vorzeichen von dem trüben Nachmittag ist die offenbare Ängstlichkeit vom langen John als das Schlimmste erschienen. Wir haben in der Kajüte Kriegsrat gehalten. Herr Trelawney, hat der Kapitän gesagt, wenn ich noch einen Befehl riskiere, wird die ganze Mannschaft über uns herfallen. Sie sehen selber, wie es steht. Ich komme eine grobe Antwort über, nicht wahr? Also, wenn ich darauf ein Wort sage, kommt es ihm nur zum Schlagen. Tue ich das nicht, so wird der Silver begreifen, dass ich eine bestimmte Absicht dabei habe. Und dann sind wir ebenso weit. Wir haben jetzt einen einzigen Mensch, auf den wir uns verlassen können. Und wer ist da? Hat der Squire gefragt. Der Silver, Herr Trelawney, hat der Kapitän geantwortet. Er ist so ängstlich wie Sie und darauf bedacht, dass alles seinen ruhigen Gang geht. Diese augenblickliche Stimmung der Leute ist nur eine kleine Verdrießlichkeit. Die werden ihnen aber bald ausreden, wenn er nur eine Möglichkeit dazu hat. Und darum schlage ich vor, dass wir ihm die Möglichkeit gewähren. Lassen Sie uns, der Mannschaft, erlauben, heute Nachmittag an Land zu gehen. Wenn sie alle gehen, ja, dann können wir das Schiff verteidigen. Wenn keiner von ihnen gehen will, dann wehren wir uns in der Kajüte und Gott möge das Recht beschützen. Wenn aber ein paar gehen, glauben Sie meiner Wort, so wird sie den Silver so sanft wie ein Lämmer an Bord zurückbringen. Es ist beschlossen worden, den Rat zu befolgen. Alle sicheren Leute haben geladene Pistolen bekommen. Der Hunter, der Joyce und der Redruth sind ins Vertrauen gezogen worden. Sie haben die Nachricht mit geringerer Überraschung und mit grösserem Mut aufgenommen, als wir erwartet hatten. Dann ist der Kapitän auf Deck gegangen und hat einen Anspruch an die Mannschaft gehalten. Jungs, hat er gesagt, wir hatten einen heissen Tag gehabt und alle sind müde und nicht in Stimmung. Eine kleine Fahrt an Land wird keinem etwas schaden. Die Boote sind noch im Wasser. Ihr könnt Gigs nehmen und wer von euch Lust hat, kann für den Nachmittag an Land gehen. Eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang wird die Kanone abführen. Ich glaube, die dummen Tröpfe müssen geglaubt haben, sie würden sich die Skibeine an den Schätzen vergraben, sobald sie an Land kommen. Denn ihre verdrießliche Laune ist im Nu verschwunden gewesen. Und sie haben ein Hurra ausgebracht, das von den Bergen in der Ferne wiedergehalten hat, sodass die Vögel wieder aufgeflogen
und um den Ankerplatz herumgeflattert sind. Der Kapitän war zu gescheit, um ihnen im Weg zu stehen. Er ist sofort in der Kajüte verschwunden und hat zum Silver überlassen, alle Anordnungen für den Ausflug zu treffen. Und ich glaube, es ist gut gesehen, dass er das tun hat. Wäre er auf Deck geblieben, so hätte er nicht länger so tun können, wie wenn er die Lage nicht begreifen will. Da ist so klar wie der Tag. Der Silver ist der Kapitän und eine verdammt rebellische Mannschaft hat er unter sich gehabt. Die ehrlichen Leute, und es hat sich, wie ich es gesehen, bald herausgestellt, dass solche an Bord sind, müssen sehr dumm sein. Oder vielleicht ist die Sache so gelegen, dass alle Leute vom Beispiel der Rädelsführer angesteckt sind. Einige mehr, andere weniger. Ein paar aber, die im Grunde gute Leute sind, haben nicht weitergebracht werden können. Solche Leute können schon verdrießlich sehen, weil ihnen die Arbeit nicht passt. Es ist aber doch eine ganz andere Sache, ein Schiff mit Gewalt zu nehmen und eine ganze Anzahl unschuldige Menschen zu ermorden. Endlich ist die Gesellschaft zum Aufbruch parat gewesen. 6 Leute wollten an Bord bleiben und die anderen 13, unter ihnen der Silver, sind in Boot gegangen. Und in dem Augenblick hatte ich den ersten von den eigentlich verrückten Einfällen, die so viel dazu beitragen haben, unser Leben zu retten. Wenn 6 Leute vom Silver zurückgelassen worden sind, so ist es klar, dass die anderen 13 nicht das Schiff mit Gewalt angreifen können. Und weil nur 6 zurückgeblieben sind, so ist es ebenfalls klar gewesen, dass die Kajütenpartei für den Augenblick keinen Bedarf an Hilfe gebraucht hat. So bin ich auf den Gedanken gekommen, mit an Land zu gehen. Im Nu habe ich mich an der Schiffswand runtergelassen und im Vorderteil vom nächsten Boot zusammengekauert und fast im gleichen Augenblick ist das vom Schiff abgestoßen. Nein, niemand hat auf mich geachtet. Nur der Mann, der zuerst am Bug gerudert hat, hat zu mir gesagt: «Bist du da, Jim? Heb den Kopf ab!» Aber der Silva hat vom anderen Boot scharf übergeschaut und gerufen, ob ich drinnen sei. Und von dem Augenblick an hat es mir angefangen leid zu tun, dass ich mich auf das Abenteuer eingelassen habe. Die Mannschaften der beiden Boote haben um die Wette gerudert, wer zuerst an Land sei. Aber das Boot, wo ich drinnen war, war dem anderen etwas voraus. Und weil es zugleich auch leichter und besser bemannt war, so habe ich einen weiten Vorsprung gewonnen. Es ist schon zwischen ein paar Bäumen am Strand auf den Sand gelaufen und ich hatte einen Ast ergriffen und mir einen Schwung gegeben, der mich ins nächste Dickicht gebracht hat, wo der Silva mit seinen Leuten noch mindestens um 100 Schritte vom Ufer entfernt war. «Jim! Jim!» habe ich ihn gehört rufen. Aber man kann sich wohl denken, dass ich auf sein Geschrei nicht geachtet habe. Ich bin gesprungen, bin duckend durch die Büsche gebrochen und immer geradeaus gerannt, immer meiner Nase nach, bis ich nicht mehr haben mögen.